Das ist mein winterliches Journal. Es ist vielleicht eher ein Mäppli als ein Journal. Ich weiß nicht, vielleicht hat es sogar einen Namen, was das genau ist. Aber ich weiß es nicht. Ich sage mir jetzt einfach winterliches Journal. Und der eine oder andere hat vielleicht in einem letzten Video schon gesehen, wie wir das zusammengebastelt haben. Und jetzt möchte ich euch doch noch zeigen, was ich hier alles drin habe. Hallo zusammen, schön sind ihr hier bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal auf. Wenn ihr wisst, an welchem Schnürchen das ich muss drehen muss. So. Jetzt schauen wir doch mal rein, wie das hier drinnen aussieht. So, als erstes haben wir auf dieser Seite eine Tasche. Und hier kommt ein kleines Journal raus. Und das ist aus so einem Marble-Papier. Ja, einfach so ein Bastelpapier. Und da drinnen hat es ein paar wenige Seiten mit so ganz einfachen Tabs, die ich da drinnen geklebt habe. So sieht das aus. Voilà. Das ist einfach ein ganz kleines, einfaches Journal. Dann auf dieser Seite, in diesem Kuvert. Die Karte haben wir miteinander gebastelt. Eine Karte, wo man eine Karte reinstecken kann. Passend mit dem Wolf zu der Vorderseite und einen schönen Mond. So, dann hat es hier oben innen ein grosses Buchzeichen. So, wo hier ganz wunderbar in die Seiten hineinpasst, die ich hier noch drin gemacht habe. Das sind relativ viel Papier. Das macht das Journal auch ein bisschen dick. So, dann auf dieser Seite hätten wir nochmal ein Kärtchen. Das mal ein Querformat. So sieht das aus. Das ist mit Aquarellpapier. Und das ist einfach so ein Scrapbook-Papiersatz, wo ich alle die die Tierchen und das Zeug. So, und auf dieser Seite haben wir auch noch eine ganz grosse Tasche. Und da drin ist noch einmal so ein Heftchen mit dem marmorierten Papier. Und da drinnen, das ist etwas Spezielles. Das ist nicht einfach nur ein Journal. Das hat nämlich auf dieser Seite ein Täschchen, wo ein herziges Tag drin wohnt. So, und dann hat es auf dieser Seite noch ein grosses Täschchen für eine grosse Karte. So, und in der Mitte hat es aus nur einem A4-Papier ein ganz kleines Journal, kleine Signatur. So, und dann hat das auf dieser Seite wieder ein Täschchen mit einem ganz schmalen Kärtchen. Und hier hat es nochmal eine grosse Tasche für ein kleines Kärtchen. Und dann hat es noch ein grosses Kärtchen gegeben. So, und das Lustige an diesen zwei Täschchen, die links und rechts sind, die sind wirklich so durchgehend. Einmal so ein grosses und einmal hier ein ganz kleines. Theoretisch könnte man hier jetzt ganz viel Zeugs reinstopfen. Und dann könnte man hier auf dieser Seite auch noch jede Menge Zeugs reinstopfen. Also. Aber ich finde, wenn man es so reinsteckt, einmal so und einmal so, dann tut sich das gerade so wie ein bisschen schliessen, beidseitig. Also der schließt den und der schließt den, so, dass nicht rausgeht. Und ich finde, es sieht dann recht herzig aus. So, das wäre das, was hier innen wohnt. Und dann hätten wir natürlich hier auf der Rückseite, weil das ja so zwei Kuverts waren, wo wir so zusammen
gemacht haben, hat es hier noch ein grosses Täschchen gegeben. Und da drin ist auch noch eine Karte, aber da hinten drauf hat es noch einen kleinen Notizzettelblock gegeben. Drauf. Und das passt doch gerade wunderbar da drin. Und mit unserem Schnürli. So, Gang zu. So, mit unserem Schnürli binden wir das hier natürlich da hinten auch noch gerade ganz schön an, dass das alles schön beieinander bleibt. So, das wäre es gewesen. Das ist mein Journal, mein winterliches blaues Journal. Ich finde es mega herzig. Ich habe 2 kleine Kritikpunkte, was ich das nächste Mal anders machen würde. Und zwar hier bei dem Flip-Flap-Flop-Zumacherli habe ich ja mehrere Kanten drin gefalzt, damit das sich da wirklich schön, wenn das ein bisschen dicker ist, drüber rein tut und schön zumacht, ohne dass es irgendwie spannt und so. Das finde ich gut. Ich hätte nur eigentlich gerne ein breites Washi-Tape drüber rein gehabt, aber ich hatte eben kein blaues gehabt. Keins in diesen Farben, wo irgendwie passen würde, wo so breit ist, dass es wirklich gerade den ganzen Dings umschliessen würde. So, und der zweite kleine Kritikpunkt, das ja eben so recht dick ist. Ich muss es auf dieser Seite zeigen. Und da sind wir ja schön so rundherum und hier nicht. Also es hat tatsächlich einen Buchrücken vertragen, auch wenn es nur so ein ganz schmaler ist wie hier. Das wäre vielleicht ein bisschen hübscher geworden und würde es dann nicht so umförmig machen, die ganze Geschichte. Aber sonst, hey, ich kann mir das super gut vorstellen. Da innen hat es wahnsinnig viel Schreibplatz. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwo in meiner Tasche wohnt oder in meinem Rucksack dabei ist und ich immer unterwegs noch irgendwie etwas dazu schreiben könnte. Genau, was ich nämlich in einem Video noch gesagt habe, oh, was mega cool wäre, wenn man so einen Stiftehalter irgendwie machen würde, wo man irgendwie noch den Stift rein tun könnte. Und das ist eigentlich eine recht gute Idee. Ich habe es jetzt sein, damit es nicht noch irgendwie dicker wird und noch unförmiger wird. Sicher hätte man es irgendwo noch einbauen können. Ich habe auch gerade bei der Natascha auf Treasurebooks wieder ein bisschen geschneuert und hatte dort noch ganz eine tolle Idee für einen Stiftehalter. Ja, wo sie dann halt einfach so ein Täschchen macht, irgendwie relativ hoch, wo man das dann so reinstecken kann und es hat, glaube ich, hinten eine Büroklammer dran. Und so kann man das nachher dann überall noch dran stecken und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, das noch da oder innen dran irgendwo dran pinnen und dann hat man den Schreiber immer schön dabei. Das wäre eine super Idee gewesen, die man auch noch hätte machen können. Ich habe es jetzt sein, damit wir hier nicht allzu fett werden. Und in meinem Handtäschchen und in meinem Rucksack hat sowieso immer überall irgendwo einen Schreiber rum. Von dem her war es jetzt nicht gerade so mega notwendig gewesen. Aber ich kann euch das nicht vorenthalten, wie das schlussendlich jetzt noch rausgekommen ist, was es hier alles drin hat. Und ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr noch andere Sachen gesehen habt, dran, die euch speziell gut gefallen oder die ihr jetzt vielleicht anders gemacht habt. Irgendeine gute Idee, die man bei einem nächsten Projekt könnte umsetzen könnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!